Da sind wir wieder zurück im Reich der Schatten. Oder wohl eher im Duell im Reich der Schatten, wo es gar nicht so aussieht. Aber das Duell zwischen Yami Yugi und Yami Bakura bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution mit eben noch Kackkarten für uns. Er hat da ein bisschen mehr Glück. Der gute alte Yami. Und ich bin immer noch am Überlegen, was ich genau machen soll. Soll er noch ein bisschen abwarten? Oder mache ich schon mal eine Scheiße? Oder was mache ich genau? Also, wir haben eine Fusionskarte. Die einzigen Fusionsmonster, die ich habe, sind die drei. Okay, gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. Dann glücklicher Geliebter. Ich setze den einfach mal, weil ich irgendwie gerne was abfedern möchte. Und hoffe, dass Yami Bakura jetzt kein weiteres Monster ruft. Das wäre nämlich kacke. Gut. Okay, ich hoffe immer noch, dass ein Flammenschwertkämpfer Spezial beschwören könnte. Aua! Mann! Was macht er den Quatsch? Ha, da ist er ja. Also, nein, da ist der falsche. Boah, da ist der falsche, wohl denkt den anderen. Okay, gut. Dann. Jetzt mal ein Androsaurier. Was für eine Kackkarte, ganz ehrlich. Okay, Fusion. Ja, ich habe hier Blitzeinschlag. Ja, das ist immer so eine Sache mit Blitzeinschlag, wa? Man lohnt sich. Es lohnt sich bei 2 Monsters Gegners, bei 3 Monstern. Ein bisschen unschlüssig. Aber momentan lohnt es noch nicht, weil er kann immer seine Angriffe schön abfedern. Das passt schon. Aber das tut weh. Ja, dann von dem her offenbar auch irgendwie schwache Monster. Aber wenn sie halt offen wären, können es die alle zerstören. Oh, das lobe ich mir allerdings. Wiedergeburt. Okay, ihr könnt einen von ihnen zurückholen. Theoretisch könnt ihr sogar ihn holen und dann Fusionsbeschwörung und so. Machen natürlich nicht, hey, ist klar. Ich lasse momentan so, wie es ist, weil ich bezweifle, dass er mich bereits auf 0 runterkriegt. Wie gesagt, ich will, wenn ich schon Blitzanschlag einsetze und eine Karte für Opfer will ich. Ach du Scheiße, okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt wird's wehtun. Komm, flipp den anderen. Ja, sehr schön. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit! Was? Alter. Bist du eine Arschbracke? Okay, hätte das gewusst, hätten du die Zauberkarten verdeckt gesetzt vorher. Also platziert halt, ja, auf dem Spielfeld. Ja gut, er kann natürlich aufgeben, ne, der bringt gar nichts mehr. Das ist natürlich eine geile Kombi bei ihm, aber ganz ehrlich, Yugi, bei aller Liebe für dein Deck, warum zum Henker muss es so ein bescheuertes Deck haben? Ja, einfach zusammengewürfelt aus deinen Freunden und so, ist doch Bullshit. Ja, schön, hier hast du schwarzes Loch. Eigentlich doof, dass er keinen Schaden kriegt davon. Nee, das haben wir verloren, Freunde, keine Chance. Weil er hat da irgendwie auch so ein Kartenglück, ganz ehrlich. Er hat zwar schwache Monster im Allgemeinen, aber es passt einfach zusammen, die ganze Strategie. Ja. Raubender Goblin. Ja, da gab es noch eine Zeit, wo der noch sehr beliebt war. Was kriege ich hier? Kangjur der blauen Flamme. Komm, wisst ihr was? Nee, kein Bock mehr drauf. Oh, nicht schlecht. Gut, so oder so hätte ich jetzt diesen Zug verloren. Und nochmal von vorne. Was setzt ein Zauberkann aufs Spielfeld, um sie vom Abwerfen zu halten? Ja, bist du lustig. Was machen, wenn der Gegner einen mystischen Weltraum-Taifun hat und einen schwerer Sturm? Dann bin ich auch am Arsch. Also ganz ehrlich, so bringt er gar nichts. So, haben wir schon alles gehabt. Ich bin gerade ernsthaft, warte mal. Ja, doof, das hat er natürlich schon gemacht. Ich wäre jetzt gerade ernsthaft dabei gewesen, mir zu überlegen, warum wir da eigentlich mein eigenes Deck benutzen. Weil wir haben das Geschichte-Deck haben wir jetzt gesehen. Wir haben gesehen, es ist scheiße. Also das von Yami Yugi jetzt bei diesem Duell. Und deswegen wollen wir nicht unser eigenes Deck benutzen, auch wenn das auch scheiße ist, aber ja. Sieht nicht so scheiße wie das hier. Aber ich würde das gerne mal in Aktion erleben. Es ist dann noch nicht fertig und so. Ich habe auch mal versucht, aus den Karten, die ich bisher irgendwie gesammelt habe, das Beste daraus zu machen. Ne, ist klar.
So, mal gucken, kommt was? Oh, immerhin können eine Fusionsbeschwörung machen. Oh, das ist doch schön. Fusionsbeschwörung! Flammenschwertkämpfer. Das ist vermutlich eines der schwächsten Fusionsmonster, die es überhaupt gibt. Weil, ja, relativ wenig Power, hat keine Effekte. Warum überhaupt rufen? Ist jetzt sowieso so, dass Flammenschwertkämpfer eigentlich sogar in der heutigen Zeit eher ein Effektmonster ist? Zumindest in der letzten Neuauflage. Es gab es auch schon länger her. Alter Yugi! Was sind das für Karten, ey? Der hat 3 Fusionskannen im Deck. 3 Stück. Kotz im Strahl. Ich würde nichts dazu sagen, wenn es nicht irgendwie noch ein bisschen, naja, epischere Fusionsmonster wären. Aua. Auch gut, er holt zu sich, das ist eine neutrale Zone, von dem her, naja. Graf des Untergangs. Ja, er braucht natürlich ein Opfer dafür, das verstehe ich soweit. Aua. Bakura, du bist scheiße. Ja, guck mal. So, komm. Ja, warte, Zauberhut wird zwar auch nicht schlecht. Nachher Opfern von beauftragten Dämonen. Wäre eine Option. Ich mach's, glaube ich, Leben erstmal so. Sehr schön. Jetzt könnte so eine verdeckte Karte irgendwas Gefährliches sein. Nö. Aha. Ja, aber natürlich nicht sehr viel. Und mein Zug. Ich opfere Kageningen und rufe den Beauftragten der Dämonen. Und kriege erstmal Damage. Autsch. So, erstmal so auf eine Monster angreifen, weil so eine verdeckte Karte könnte irgendwie was Fieses sein. Ich denke an Menschenfresserkäfer und sowas. Nö. Aber hätte ja sein können. Wir duellieren uns, weil wir es einfach können. Ja, schön wär's. Oh, eine weitere Fusionsbeschwörung. Ja, guck mal einen an. Schon wieder, dieselben Monster. Ching, ching. So. Jetzt mal hier hinkommen. Und er schwingt sein Schwert. Der dämliche Sargverkäufer, ey. Greif ihn bitte direkt an. So. Das ist schon mal ein schöner Drop von Lebenspunkten. Jetzt haben wir es gleich geschafft, Freunde.
Er setzt eine verdeckte Karte. Was es wohl ist. Ernsthaft? Ja gut, dann aktiviert doch mal freundliche Wohltat. Ich ziehe jetzt mal 3 Karten, werfe nachher 2 ab. Den schwarzen Magier. Im Prinzip nicht schlecht, aber ihn zu rufen, so 2 Monster opfern, also ja. Kann machen, muss man aber nicht. Vor allem, da ich kurz vorm Sieg stehe, machen wir es doch mal anders. Ketten. Ketten, aua. Ja, sind schmerzhafte Ketten. So. Was macht er nun? Er setzt noch eine verdeckte Karte. Was ist das jetzt wieder? Bestimmt wieder eine Fallenkarte in meine Lebenspunkte droppt. Wollen wir wetten? Jo, ich wusste es doch. Warte mal, habe ich hier nicht gerade ernsthaft? Ah, Breath of Light. Nicht mal übersetzt die Karte, okay. Stimmt, nicht mal übersetzt, krass. Der hat mir das Licht. Hey, heißt die Karte echt so? Krass. Steingeist. Eine ganz finstere Karte. So, Schluss mit lustig. Kacke. Mit Zerstörung der letzten Karte des bösen Geistes wurde Bakura von dem bösen Geist befreit. Bakura, alles wieder in Ordnung? Ja, danke. Woher hast du eigentlich den Millenniumsring? Mein Vater hat mir von einer seiner Reisen mitgebracht. Er hat mir erzählt, dass er aus dem alten Ägypten stammt. Er war gerade zum Einkaufen in einem Bazar, als ihm der Millenniumsring ins Auge fiel. So. Der Mann, der meinem Vater den Ring verkauft hat, meinte, er hätte etwas mit Duel Monsters zu tun. Aber es hat mir nie eingeleuchtet, denn das Kartenspiel ist neu und der Ring eindeutig uralt. Als mein Vater zurückkam, gab er ihn mir. Er glaubte, es sei meine Bestimmung, ihn zu tragen. Ja, das ist nicht mal so falsch von dem her. Okay. Trotzdem interessante Karten. Panikangriff. Ich überlege jetzt gerade, einem von der Historie her. Hä? Kann der doch jetzt schon? Ah, doch, warte mal, stimmt. Als Thea, Tristan und Joey erwachten, dachten sie, dass Yugis Duell gegen Bakura nur ein Traum war. Ich habe geträumt, dass Bakura völlig durchgedreht ist. Ich auch. Das ist das letzte Mal, dass ich mit meinem Duell kann unter dem Kopfkissen schlafe. Gut geschlafen, Leute. Ah, Bakura, tu mir nicht weh. Ja, er kann lachen, ja. Auf einmal hörte das Team einen Schrei, der aus dem Wald zu kommen schien. Das klang nach Mai. Das Team rannte durch den Wald auf eine Lichtung und sah, wie ein riesiger Duellant Mai besiegte. Auf Wiedersehen, meine kleinen Vögelchen. Meine Harpien, sie sind weg. Ich glaube, du meinst eliminiert, genau wie du. Jetzt gib mir alle eine Sternmarken, du Loser. Mai, alles in Ordnung? Macht dieser Freak dir etwas Schwierigkeiten? Ganz genau, und dafür bezahlt mich Pegasus. Alle dreckigen Duellanten auf den zu finden und zu entsorgen. Macht ihr das nicht zu einem Müllmann? Das ist kein Witz. Panic ist eine der Eliminatoren der Insel und wenn ihr nicht verschwindet, wird er euch das gleiche antun wie mir. Schaut euch ihren Duellantenhandschuhe an, keine einzige Sternenmarke mehr. Und was mit deinen riesigen Blechdingern? Du bist raus aus dem Turnier, Mai? Ja, das bin ich. Es ging alles so schnell. Die Art und Weise, wie Panic ein Duell führt, ich hatte einfach einen Blackout. Ja, es war bisher eines meiner leichtesten Opfer. Panic stieß Mai zu Boden. Du Widerling, es gibt keine Entschuldigung dafür, ein Mädchen zu schubsen. Ich muss mich im Leben mit so einigen Fieslingen auseinandersetzen. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit ihnen fertig zu werden. Du musst dich ihnen entgegenstellen. Na dann, versuch mal eine Taktik bei mir anzuwenden, Panic. Ich bin nicht so leicht einzuschüchtern, besonders wenn es dabei um meine Freunde geht. Yugi, ja? Heute muss mein Glückstag sein. Pegasus hat dem Eliminator, der dich besiegt, ein großzügiges Kopfgeld versprochen. Vielleicht zahlt er sogar ein wenig mehr, wenn ich dir körperlichen Schaden zufüge. Ich setze all meine Sternmarken ein, um Mais Marken zurückzugewinnen. Abgemacht, wenn du gewinnst, gebe ich dir ihre 8 Sternmarken, denn eine Wette ist mir egal. Was meinst du damit? Damit meine ich, kleine Yugi, dass du bei deinem Duell gegen Panic sehr viel mehr aufs Spiel setzt als an den lumpigen Sternmarken.
Ich kann in deinen Augen die Angst wachsen sehen. Ich glaube, du gerätst langsam in Panik. Was? Was für ein Idiot. Ja, duellieren wir uns. Ich hoffe jetzt mal, dass Yugi wieder ein normales Deck hat. So, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier, ist ja egal. Oh, er will das zweite ran. Naja. Ah, jetzt ist Panik wieder mit kleinem K geschrieben. Vorher war sie ganz groß. Alles klar. Ja, das sind schon eher Yugis Karten. Ja, dann. Ziehen darf er leider nicht. In einer bescheuerten neuen Regel, die ich bis heute nicht verstehe. Bei Yu-Gi-Oh! Aber gut. Das war früher echt anders. Da konntest du, auch wenn du als Erster dran warst, konntest du trotzdem ziehen. Aber egal. War ja der Typ mit den Zombie-Monstern? Ich weiß noch, im Anime war ja der Typ, der irgendwie so ein, wie soll ich sagen, eine Feldzeit, die am Dunkeln verborgen hat, im Schatten und so. Und deswegen kamen seine Monster irgendwie auch, ja, irgendwie aus dem Dunkeln rausgesprungen und so. War irgendwie ganz, ganz creepy, das Ganze. Dunkler Angreifer. Den kenne ich wirklich eigentlich nur von Dungeon Dice Monsters. Zwei verdeckte Karten, ja, schwierig. Ich meine, ich könnte ihn opfern. War denn Yugi für eine Karte? Mutter Grizzly? Okay, das will ich jetzt sehen, Yugi. Hast du ernsthaft noch mehrere Wassermonster? Also, ich meine, so Suchkarten wie Mutter Grizzly, die lohnen sich eigentlich nur, wenn du irgendwie mindestens 2 von ihnen schon im Deck hast, noch diverse weitere Wassermonster. Jetzt in dem Falle. Ich lass mich überraschen. Ja, gerne. Und was hast du noch alles? Ah, stimmt, die Katapultschildkröte habe ich ganz vergessen. Aber da sind noch ein paar weitere Mutter Grizzlies. Da wäre natürlich eine Idee, mein Deck ein bisschen auszudünnen. Das Problem ist, die anderen Karten, die er drin hat, sind die Schildkröten. Wenn ich jetzt Pech habe, mein Deck ausdünnen und in den nächsten 3 Zügen ziehe ich einfach nur 3 Schildkröten. Und ich kann es nicht rufen, weil sie halt Stufe 5 sind. Katapultschildkröte ist zwar generell schon ein cooles Viech, aber es hat natürlich auch ein paar Nachteile. Weil ich muss die Monster ja auf dem Feld als Opfer anbieten, nicht die auf der Hand. Weil die auf der Hand wäre natürlich ein bisschen einfacher. Okay, komm, ich gehe all in und tue mal ein bisschen mein Deck aus. Ja, den hat er tatsächlich. Den König von Yamimakai. Am Flut des Drachen. Ah, weiß nicht, ey. Erstmal gucken, was noch so bringt. Ja, dann bringen wir mal die dritte Grizzly-Mutter raus. Kuribo aktivieren, aber nee, lass mal. Das mache ich ein anderes Mal. Mutter Grizzly aktiviert eine spezielle Fähigkeit und ruf mir die Katapultschildkröte aufs Feld. Schlecht ist das Viech nicht, von dem her. Was die Karte bringt, weiß ich zwar auch nicht. So, warte mal, da will ich jetzt mal Effekt aktivieren. Natürlich ein Problem, weil da steht echt drauf, du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Ich sehe jetzt aber so spontan ja nicht, welches Monster jetzt damit genau explizit gemeint ist. Also natürlich ist damit jetzt irgendwie echt ein Monsterfeld gemeint oder auch eins in der Hand. Aber egal, komm. Ich rufe erst mal Gaia. Wie ist er schon wieder? Dachmeister Gaia, dankeschön. Fusionsbeschwörung.
Fallenkarte? Keine, krass. So, dann greife ich, glaube ich, mal den Zombie-Drachen an, weil der König von Yamimakai könnte eventuell relativ schnell ein bisschen hochpushen. Aber hier habe ich ein bisschen höhere Chancen. Oh ja, gar keine gute Fallenkarte von dem her. Also ist aktuell noch nicht. Da warte mal. Der gut Schildkröte. Ja, ist jetzt. Ich müsste halt mal ausprobieren, was genau passiert. Ein bisschen Yummy Power. Ja, das wird schon ein bisschen ekliger. Apropos ekliger. Ich opfere mal den riesen Felsensoldaten. Und rufe den beauftragten Dämonen, der natürlich auch ein bisschen Boost bekommt. Na dann. Greif mal das Teil an. Da nichts drauf. Drachemeister Gaia. Dann wäre auch der Königsschnee von gestern. Sehr schön. Ja. Nee. Ich weiß nicht, was er machen soll. Meine Schildkröte ist natürlich auch ein guter... Oh, Gottes Willen, nee. Ein guter Wächter, wollte ich gerade sagen, komm. So, Panik, hä? Wer schiebt hier Panik? Ich würde sagen du, denn ich habe noch ein bisschen was im Petto. Okay, sind wir hier auf dem Feld. So, bye bye. So machen wir das, Freunde, und nicht anders. Niemand besiegt Panik, niemand. Yugi, du warst unglaublich. Dein Millenniums-Puzzle hat mehr Macht, als wir dachten. Yugi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, hier, diese Sternmarken gehören dir. Nimm sie. Es tut mir leid, aber ich kann es nicht annehmen. Ich werte meine Kämpfe lieber selbst aus. Mai, Yugi hat in diesem Duell sein Leben für dich riskiert. Ich weiß, aber... Lass es einfach. Sie ist viel zu dickköpfig. Wenn sie es vorzieht, von ihnen zu fliegen, dann werde ich diese Sternmarke einfach nehmen. Das ist alles bloß ein Witz für dich, Joey Wheeler? Tja, ich dachte, sie bedeuten dir nichts mal. Geh die Sternmarken zurück, Mann. Aber gerne doch. Hier, bitteschön, sie gehören dir. Wirklich, Joey? Hast du nichts aus diesem Duell gelernt? Du darfst nicht immer eine Mauer um dich errichten. Sie kommen zwischen dich und diejenigen, die deine Freunde sein wollen. Kannst du dir nicht einmal helfen lassen? Nur dieses eine Mal? Also bis jetzt ist es sehr, sehr, wie soll ich sagen, 1:1 vom Anime. Also kann man jetzt, die Texte sind wirklich dem her sehr gut übernommen. Die dunklen Illusionen, ja gut, das ist so schlimm war das jetzt nicht. Oh, das Schloss dunklen Illusionen, genau, das wäre so ein Teil. Kartenpreis, finstere Fusion, oh. Trifft den plötzlich zu GX ab, oder was? Die Arena der verlorenen Seelen, Freunde, die werden wir in unserer nächsten Folge wieder reinziehen. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Dann zwar ohne Panik, aber trotzdem mit verlorenen Seelen. Ich weiß auch nicht so echt, war ist alles noch ein bisschen creepy. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.